Halli, hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk Pi. Ich bin Ann. Ich habe hier heute ein paar Kleiderzettel parat gemacht, die ich gerne möchte mit euch zusammen aufhübschen. Das heisst, ich möchte sie gerne einfach so zu Tags machen oder Anhängel oder Kärtchen oder irgendwas, wo man nachher ins Junk Journal rein tun kann. Ja, mein Plan, den ich habe für das, ist keiner. Ich habe einfach wild irgendwelche Sachen vorgenommen. Ich habe da irgendwelche ausgeschnittene Sächchen, Dingerli. Ich habe Leim, ich habe Sprühfarbe, ich habe Acrylfarbe, ich habe Kleberli, ich habe Zettelli, ich habe Papiernasstüchli und ich habe Washi-Tape. Und ich würde sagen, einfach los. Einfach irgendetwas machen. Ich habe absolut keinen Plan. Und darum fangen wir einfach mal mit irgendetwas an. Wir machen einfach hier mal ein bisschen Dingsbums drauf. Irgendetwas. Einfach machen, einfach drauf los. Ich weiß es doch auch nicht. So, da kommt einmal ein bisschen der da drauf. Genau, so. So, da können wir auch gerade noch ausschneiden. Dann haben wir schon eins. Tada! Schön. Ist noch nicht fertig, he? Aber ich würde sagen, ich tue jetzt einfach mal alle auf einer Seite bekleben. So. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich bin komplett planlos. Ich habe einfach so in den Schrank hineingeschaut und mir so überlegt, ja, was will ich denn überhaupt machen? Irgendwelche Kärtchen. Und dann sind mir die in die Finger gekommen. Und nachher habe ich gedacht, ja komm, hey. Jetzt könntest du ja wirklich die mal bekleben und dann... Ja, mit was? Und dann habe ich einfach angefangen rauszunehmen. So, oh, das könnte man noch, oh, das könnte man noch. So, und dann könnten wir doch hier eins machen. So ein bisschen collagemässig. Zum Glück habe ich wieder irgendetwas, wo ich drauf leimen kann. Oder eben auch nicht. He. So, und da umlitzen. Und dann noch ein bisschen irgendetwas Gemischtes. So, oh ja, komm. Das sieht doch gut aus. So. Und da auch umlitzen, das auch. Kommt das gut, wenn das nur so ganz wenig ist? Ja, ja, komm. Da habe ich nicht. Da hat jetzt kein Leim dran und. Also schneiden wir das ab. Also komm. So. Ah, hübsch. Ah, hübsch. Schon, und da machen wir mal ein bisschen Washi-Tape drauf. Da haben wir noch etwas. Was ist jetzt das wieder? Aha, das war glaube ich einfach nur so ein Fötzeli, wo mal einmal drauf gekommen ist. So, genau. Wow.
Du, was läuft? Gerade. Ich möchte es gerne schon gerade drauf haben, oder? Und so. Und so. Ja, gerade. Ist das nicht Ansichtssache, gerade? So, was haben wir noch? Das da sieht doch noch gut aus. Ach, das ist auch so das Fötzeli. Ja, das kommt dann nachher noch drauf. Oder auf der Hinterseite oder so. So. Wir können es ja noch mal probieren mit gerade, oder? Vielleicht funktioniert es, wenn man es so her tut. Und dann kann man das auf eine Linie gehen, auf die. Hä? Und dann plötzlich kommt es gerade. Schön. Und was noch? Da. Ein bisschen schmal. Ja, noch. Das ist ein herziges. Ich weiss gar nicht mehr, wo ich das her habe. So, und noch das da. Aber das kann man auch nicht umlitzen, weil es so schmal ist. Nehmen wir das. Das ist ganz ähnlich. Aber das ist auch so ein Fötzeli. Aha. Das fest durchschimmern. Ein bisschen, aber das macht, glaube ich, nichts. He? Nö, ich glaube es nicht. Jetzt machen wir hier einfach das noch ein bisschen drauf. So, und da. Und da, wo so ein bisschen fest durchschimmert, können wir das sonst gerade ein bisschen alles übereinander rein. Was ist das? Nein, das ist ein Fötzeli. Da ist gut und da wird es wild. Da wird es wild. Ja. Mhm. Ah, es klebt. Es klebt an mir dran. Oh, schau, Sommervögel. Hier eins. Und da unten. Oh. Nope. Da kommt es hier her, da wo man den Strich geht, noch ein bisschen sieht. Den will ich nicht, aber nicht so fest. So, also dann kommt halt das Blaue, wenn wir das ein bisschen schöner reissen. Seht ihr überhaupt etwas? Sagt auch etwas hier. So. So. Ah, hübsch. Da kommt noch ein bisschen Weiss vor. Was könnten wir denn nicht noch? Nicht nochmal ein Sommervogel. Ich würde sagen, von dem, das ist ein bisschen grob. He? Also kommt dann halt noch ein bisschen mehr von dem. Also ein bisschen in die Richtung. Ja. Ja, das ist doch gut. Oh ja. Ha. Eine super schnussige Waschi-Collage. Das da noch irgendwo brauchen. Irgendwie da, so.
Das ist nämlich ein herziges Blümchen. Können wir hier noch über den Strichcode rein kleben. So. Und das andere Zeug kommt fort. Sonst bleibt es nachher wieder irgendwo an mir kleben. So wie das da, wo nicht fort wird. Fort. So. Gut, das ist jetzt schon vorne und hinten. Was haben wir noch? Da könnten wir doch jetzt noch so den breiten Weg drüber gehen. So. Und so. Und so. Oh ja, es wird immer dicker. Gut. Dann bräuchten wir noch ein breites Zettel hier. Oh ja, schau mal, wie hübsch. Das passt ja gut zusammen. So. Da können wir schön an den Rand. So. Umkehren. Und einmal schwupp. Und einmal schwupp. Ja. Sehr nett. Und oben noch. Was machen wir oben noch? Nochmal so eins. Ja, schau, da können wir da gerade. So, oh ja. So, dann muss ich glaube ich mal einen Lumpen holen, um meine Unterlage zu putzen. Weil ich jetzt da schön alles voll Leim geschmiert habe. So. Ui, komme ich da echt drüber? Ja. Gut, ja, das ist jetzt sowieso da nicht so hübsch, aber ja gut, zwar. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, oder? Und zack. Oh. Hallo? Viel zu weit oben abgeschnitten. So, natürlich. Schwupp. Und das Eckchen noch könnte ich natürlich jetzt auch mit dem Ecken runter machen, aber bis ich den vorgesucht habe. So. Und dann machen wir hier noch eins. Oh, schau mal, das würde ich jetzt gut passen. Zack, da einfach voll Hahn. Einmal so. Schwupp. Und das andere gerade schön auf der anderen Seite. Komm, gib mir das Eckchen noch so. Genau. Und das hier. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Blumen. Ein bisschen mehr Blumen. Ach, kommt da eigentlich ganz an das Rändchen runter. Da, ihr seht es wieder nicht. Das ist, weil ich so wahnsinnig viel Zeug da habe. Gar keinen Platz zum Arbeiten. Oh je. Ja. Gar nicht chaotisch, gell? Überhaupt nicht. So. Das
hätte ich gerade auch noch einen Rand überkleben. Wieder einmal Frau Oberschlau. He? So. Und dann wetten wir das noch. Wetten wir das noch? Mit was wetten wir das noch? Ja. Komm, ich glaube, ich wickle doch das noch hier rein. Ich wickle das jetzt einfach hier rein. So. Drauflegen, zack. Und. Ja, gut. Was kommt davor, wenn man einfach etwas macht? Das ist egal. Wow. Ja, was habe ich gesagt? Lumpen holen. So, schau mal, wie hübsch. So. Und so. Und so und so machen wir es. Und dann, wir könnten dann mal ein Breites machen. Ja, komm, wir machen noch ein Breites. Wieso ist mir das nicht vorher schon in den Sinn gekommen? So. Und jetzt haben wir eben den ersten nur eine Seite gemacht. Wieso eigentlich? Was wäre der Plan gewesen? Absolut kein blasser Schimmer. So, und dann noch das, aber der richtige Weg um, jawohl, so. Hallo, komm, jetzt klebt es da. So. Upsi. So. So. Gut. Und jetzt, was haben wir da? Das noch. Das noch. Ah, und das. Die anderen sind schon. Gut. Ah, noch 3. Noch 3 Hintergründe. Also, wie wäre es damit? Machen wir einfach mal so. Ganze einschlirken. Und das draufkleben. Alles voll Leim. So, und dann noch das hier. Einfach schön zusammensetzen. So liegt. So, und jetzt könnten wir doch hier noch etwas mit Washi-Tape nochmal machen. Das ist so ein
grosses. Ach, das ist aber auch verrupft und leck. Da auf der Rolle klebt es so gut und nachher, wenn es dann aufgeklebt ist, dann wieder nicht, oder was? Ja, komm. Na! Gibt es einen Trick? Gibt es einen Trick für das? So, ja, gut gedacht, das kommt wahrscheinlich nicht mit. So. Ja, das können wir auf jeden Fall auch noch brauchen da. So, gehen wir mal warten. Ich wollte jetzt da zuerst einmal... ich kann das glaube nicht so machen, muss es abreißen. Das war nicht der Plan. So. Und dann einfach umlitzen, oder? Ja, das sieht doch gut aus. So und so. Da hinten schön auf dem Schwarzen. Und dann... ja gut, wenn wir das so machen, schau jetzt. So. Und dann lenkt der Zipfel da gerade noch für dort oben. Das ist doch super. Alles wie wenn das genau exakt geplant gewesen wäre. Zack. Und zack. Und der Zipfel. So. Einfach so. Einfach so. Das so noch weg. Ja, genau. So, und unten schneiden wir das noch ab. Juhu! Ich freue mich, sieht cool aus. Und da hätte ich gerne das Washi-Tape noch, das so herzig. Ja, das schimmert jetzt natürlich durch, aber hey, Today sieht eigentlich gar nicht mal so übel aus. Macht jetzt gar nichts, wenn das durchschimmert, finde ich. Aber weißt du, ich nehme gerade noch eine vom Gleichen, oder? Würde ich sagen. Und dann, ja, vielleicht verschwindet es ja dann halt gleich. Das Today. Ja, ganz ein kleines bisschen. Solig! So, oh, jetzt muss ich aber einen Lumpen holen. So, jetzt wollen wir die aber noch so ein bisschen verschönern, oder? Ein bisschen noch ein bisschen etwas aufpeppen. Und ich habe da also ein ganzes Schächtel mit so solchen Dinger. Die Blümchen da, die kennen ihr vielleicht noch. Die haben wir auch mal von denen zusammen gemacht. Dann habe ich hier noch solche Blümchen. Ich weiss jetzt gerade überhaupt nicht, ob die passen. Und die ganzen Vögel da, das sind Linolstempel. Die sehen dann recht cool aus, aber sind ein bisschen gross. Also wenn sie so fest drüber lampen, dann habe ich ein bisschen Angst, dass immer das arme Schwänzchen irgendwie abgeht oder so. Blätter sind jetzt ein bisschen mehr zu kitschig, oder ja.
Das sind auch Linolstempel. Das ist einfach sonst aufgemalt und das passt irgendwie überhaupt nicht. Oh, dann habe ich noch sättige, die finde ich noch recht hübsch. Ob wir von denen noch ein bisschen mehr haben. Da kommt noch das Zeug raus. Ich glaube, da finden wir dann schon etwas. So. Oh. Oh, so alles kommt. Oh, kleine Herzchen noch und... Ah! So, komm, fertig. Oh, endlich. Mein Gott. So, also, es muss ja schon ein bisschen passen. Weißt du, irgendwie, oh, das würde jetzt also noch gut aussehen, finde ich. Aber mit dem weißen Rändchen bin ich nicht ganz so Freund. Oder sowas da irgendwie. Oder wenn so ein bisschen drüber steht, finde ich, macht es eigentlich gar nichts. Was könnte man denn da noch dazu nehmen? Oder noch so, oh, schau mal. Oh, das gefällt mir. Das finde ich zwar gerade recht eine herzige Kombo. Dann nehmen wir noch so ein komisches. Wo geht's? Vielleicht muss ich die dann noch ein bisschen inken, aber ich finde das gar nicht schon mal so schlecht. Oh, da ganz ein feines Blättchen. Zusammen mit einem Blümchen. Nein, das Blümchen passt jetzt irgendwie gerade nicht. Was hatten wir denn noch? Nöp. Zu grob. Zu fein, zu grob. Ja, man muss auch die hier mal ein bisschen benutzen. Oh. So. Oh ja, schau. Oh, herzig. Oder? Passt das? Ja, ich glaube schon. Oder soll das Blättchen so gegen oben? Oh ja, das ist noch ein bisschen schöner, hä? So, also das sind alles Blümchen und Blättchen und Geschmäuslis, Entchen oder was weiß ich. Wo ich mit Dingsbums, kann ich sagen, mit Wasserfarbe, mit Aquarellfarbe, jetzt habe ich es, mit Aquarellfarbe aufgemalt habe. Es ist ganz verschiedenes Papier. Vor geraumer Zeit. Und jetzt sind wir die wieder mal in die Finger gekommen und haben gedacht, hey, zusammen mit diesen Blümchen da. Und einige Sachen sind dann eben drauf gestempelt und andere einfach mit so Fineliner drauf. Oh, schau jetzt. Haha. Und ich bin also wirklich jetzt gerade in dem Moment mega geflasht und überrascht, dass das eigentlich noch recht cool aussieht. So, komm jetzt, da noch. Oh, und das da hat auch noch keins. Passen da die nicht so, hä? Aber vielleicht auf dem. Also das ganze Büscheli von denen. So, oh ja. Da bin ich gerade ein bisschen unschlüssig. Ein Osterei. Ja. Also das passt mir jetzt sogar gar nicht. Aber das macht nichts. Dann kommt da halt dann irgendetwas anderes drauf. Inken nicht vergessen. Leim zumachen nicht vergessen.
Weil ich glaube, ich lime das nachher dann mit dem anderen Leim. So, probieren wir das mal ganz klassisch mit Walnut Stein. Mal schauen, ob da noch etwas drin ist. Ob ich da noch etwas rausbringen. Tun wir doch gerade einmal das da. So, also komm. Einfach drauf. Einfach drauf. Yeah, ist das nicht schnusig? Ich finde das wahnsinnig herzig. So, und hinten können wir uns immer noch überlegen, ob wir hinten auch etwas wollen oder lieber nicht. So, da habe ich die Ecken nicht abgeschnitten. Ah, schau mal, das ist einmal herzig. Ich finde das schön. So gut. So, also ich denke schon, im einen oder anderen könnte jetzt das ein bisschen zu kitschig sein. Aber ich habe mir gedacht, eben in unserem Journal innen haben wir ja auch schon diese Blümchen. Und darum könnte jetzt das doch mit denen eigentlich noch ganz gut rauskommen. Juhui! Oh. Und jetzt das da. Sehr, sehr herzig. Und jetzt die Frukte. Ich habe mega Freude, ich finde es im Fall mega cool. Ah, vor allem habe ich massenhaft von diesen Blümchen gemacht. Und dann so während dem Ausschneiden habe ich gedacht, oh Mann, eine Ausschneiderei da, ist mega langweilig. Fängt mich langsam anschiessen. Und wahrscheinlich werde ich die Blümchen nie brauchen oder keine Ahnung, für was dass ich sie eigentlich dann überhaupt brauchen soll. Aber jetzt, hey, jetzt, genau für das. Und jetzt, schauen. Aber ich habe mir ja noch ein bisschen Acrylfarbe parat gemacht. Vielleicht könnten wir ja da noch irgendetwas ein bisschen drauf schmieren. Habe ich jetzt so gesagt? Ja, ich glaube schon, gell? Gegen auf ein Blättchen. Oh, ich finde, das passt mega gut. Von der Farbe her, das sind genau die gleichen Farben wie hier. Also das hellrosa, hellgrün, brünschelig. Aber ginkt habe ich es wieder nicht, he? Das blöde Blättchen. Goppeloni. So, ein bisschen. Ein bisschen. Mal schauen, jetzt ist gut. Oh, ehrlich, ich könnte mich. Ich könnte mich manchmal. So, aber da habe ich auch das Gefühl, das Blättchen würde lieber gerne gegen schauen. So, dadadadada. Oh, hübsch, ja. Sehr schön. Oh, habe ich all. Habe ich all. Das kommt nicht über, weil dort irgendwie nichts drauf gepasst hat. So, oh, schau mal. Das ist nicht gut. Da müssen wir noch schnell ein bisschen nachinken. Da. So. Genau, viel besser. Ja, jetzt, was machen wir auf der hinteren Seite? Hier auch, schau da. Die ist ein bisschen... So, genau. Hinterseite. Oh, die ist hübsch, die Hinterseite. So, ich glaube, das hier lassen wir einfach gerade so, wie es ist. Vielleicht tun wir auch gerade die Waschi-Rändchen ein bisschen so, dass
da nichts Weisses vergüchselt vom Abreißen. So, aber mir denkt, das hier ist fertig, so wie es ist. Und dann wenn wir gleich noch irgendetwas ein bisschen mit dem Zeug machen. Nein, irgendwie finde ich nicht, dass man jetzt hier auch noch mit dem drauf muss. Total nicht. Ich finde, das darf doch hinten sein. Also da muss, glaube ich, auch nichts mehr drauf. Da ist, glaube ich, auch gut und das darf auch so bleiben. Und ich würde sagen, da tun wir doch einfach mit Schwarz drauf stempeln, oder? Das Einzige, was wir nicht parat gemacht haben. Weil jetzt da noch irgendwie mit Farbe drauf oder so Spray, das macht irgendwie dann auch die Braten nicht feiss. Aber ein bisschen stempeln, Sommervögel oder so. Da. Ist gerade ein bisschen zu gross. Machen wir es hier. Okay. Wieso hat es das nicht richtig genommen? Irgendwie ein bisschen zu wenig Farbe dran gewesen. Probieren wir es nochmal. Ein bisschen besser. Liegt es am Papier oder an Liegt ich weiß es nicht. So, oh, der Käfer, der ist recht dunkel. Der ist recht dunkel. Wo machen wir den drauf? Da. So, ey, es dunkelt mir, es ist einfach ein Geschmier. Was ist los? Also komm, probieren wir jetzt. Kleines Sommervögel. Vielleicht will ja das etwas machen. Zack, oh ja. Supi. Da wollen wir auch wieder etwas Feines. Nicht so einen fetten Käfer. So. Und dann machen wir doch gerade noch das zweites. Zack. Juhu. Und noch das Blümchen. Kommt hier auch noch drauf. Also halb, würde ich sagen. Oh, schön. Ich weiß schon, warum das da mein Lieblingsblümchen ist. Es kommt einfach irgendwie immer schön. So. Yes, genau so. Und hier auch noch. Zack. Und hier auch noch, komm. So. Und dann wollen wir hier doch auch noch ein Blümchen. Zack. Sehr schön. Und hier könnten wir doch eigentlich auch etwas stempeln. Da könnten wir doch auch noch das kleine Sommervögel. Wo habe ich es jetzt? Da. Machen wir doch das. Das ist dunkel. Das kommt auch immer so schön. Da passt doch super zu diesen Röseli. Ja, genau. Aber hey, weißt du was? Inken. Inken können wir es auch noch. Was habe ich jetzt gemacht? Aha, ein Schwarz in einem. Bravo. Also komm. Machen wir das gerade mal. Und so. Und so. Und dann nochmal braun. So, und hinten bleibt das einfach so, wie es ist. Obwohl mir da das Äri eigentlich gar nicht so gefällt. Aber das macht nichts. Das darf jetzt halt dort sein. So. Voilà, selbstverständlich können wir jetzt hier noch mit was weiß ich was alles für Stöffli und Zeugs dekorieren und so weiter.
Also komm, dann wollen wir doch einfach mal schauen, was das da reinpassen von denen da. Irgendwo können wir doch da noch ein paar von denen reinfüllen. Siehst du zum Beispiel, da passt doch das wunderbar zu dem. Aber da hat sie jetzt schon Zeug. Oder das? Nein, das ist zu breit. Aha. Mal schauen. Da habe ich noch so ein Foto rein da. Da ist Bellyband. So, passt jetzt auch nicht so. Hey, geht's noch? Soll das? Kannst doch nicht einfach hier abstehen. Schau mal, da wäre es auch noch gut reingegangen. Da könnte man noch etwas rein tun. So. Oh ja! Finde ich, passt mega gut da rein. Und dann da drumherum irgendein Rändchen, ein bisschen mit Stempel oder mit einer Schablone irgendwas. Sieht doch der hübsch aus. Und dann hier. Da könnte man doch auch irgend sowas. Aber das verschwindet ganz. Das ist schade. Da hat jetzt auch noch gut ausgesehen. Da. Komm. Nein. Nö. Jetzt schon genug. Da habe ich schon etwas drin. Da könnten wir auch anstatt das, was wir gar nicht gemacht haben, miteinander für das Journal, könnten wir doch noch etwas drin tun. So. Oder hat jetzt dieses viel besser gepasst? Oder das da? Ach nein, das sieht von der Grösse her komisch aus. Nein, das. Oh ja, schau jetzt. Das sieht herzig aus. So. Wo haben wir noch das Plätzchen? Da ist schon recht dick. Da würde doch noch etwas passen. Vielleicht sogar 2. So. Der finde ich sieht so für sich gut aus, aber zu dem passt er jetzt gerade nicht so wahnsinnig. Und das nur alleine sieht ein bisschen doof aus. Was haben wir noch? Da ist noch etwas. Oh ja, schau jetzt. Das finde ich sieht gut aus. Das passt gut da drin. Da ist das und da könnten wir zum Beispiel auf dieser Seite, wenn ich es dann nicht, das da drin stecken. Oh ja, gerade mal schnell schauen, ob wir bei den anderen Büroklammern auch hinten noch etwas könnten. Da zum Beispiel, schau jetzt. Da, oh nein. Oh nein. Das dann nicht. Aber vielleicht das. Oh. So. Das ist blöd. Hat jetzt zwar noch gut zu dem passt, aber gefällt mir jetzt gerade nicht so. Und das nicht. Das ist zu lang. Und da wird es dann verdeckt von etwas, wo wir da in ein Bellyband reinstecken. Oder? Oder nicht? Oder wenn wir das so machen? Finde ich zwar jetzt auch gerade nicht so schlecht. Und selbst wenn es dann verdeckt wird, ist egal. Mir gefällt es. Ich finde es gut. Hey! So, jetzt, schau mal.
Ich weiss, ein paar Täschchen und Tags sind noch frei. Aber jetzt haben wir auch schon noch einiges reinbeigeln. Und vielleicht habt ihr es gesehen, in ein paar Täschchen und so habe ich schon ein paar Sachen reingesteckt, so wie eben zum Beispiel das Fötterchen. Vielleicht finde ich dann noch ein paar andere Sachen gerade, wer weiß. Oder da zum Beispiel habe ich einfach so eine Postkarte drin. Eine leere, aber dafür ganz eine alte. Ja, ich lasse mir noch ein bisschen etwas einfallen, was man an den verschiedensten Orten noch vielleicht könnte rein tun. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den letzten Schliff machen. Und noch ein bisschen Rändchen stempeln oder ein bisschen inken vielleicht Rändchen oder so mit Schablonen irgendwo etwas noch machen. Hey, und dann ist unser Journal fertig. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss.